Willkommen zu einer neuen Folge Klar soweit. Giovanni ist heute nicht da, aber ich, Murat, machen Klar soweit. Kommen wir schon zur ersten Frage. In der Ruhe liegt die Kraft, meine Damen und Herren. Ich weiß, ihr könnt es kaum erwarten, aber ich bin da am Start. Jo, Rega, zu dir. Du hast gefragt. Klemm dir mal deinen Hoden ab, dann hast du neue Lilane. Steck mir mal den Finger in den Arsch, dann puste ich ihn wieder raus. Wo willst du hin? Der ist nass. Der ist geil. Ja. Kann ich jetzt über Kopf? Oh, warte, ich muss den. Warte mal, das haben wir noch nie erlebt. Ich zeige dir jetzt mal einen Trick, ja? Hallo. Kannst du mich sehen? Ich bin jetzt der Neue. Na, war's gut? Gropius Stadt Kings MT. Wo kann man hier auf die Toilette gehen? Ich hatte dazu mal eine lustige Story. Ich war in meinem Schwimmbad und dann saß da ein Opa in der Ecke, der hat einen knallroten Kopf. Und dann gucke ich so mit meinem Kumpel und dann wie so irgendwie komisch. Und dann saß so im Beckenrand und hat immer so gezittert dabei. Und auf einmal macht er so mit dem Finger die Unterhose zurück und schwimmt wieder weg. Und ich gucke, der schwimmt nach Kacke. Da sind wir zum Badewasser gegangen und gesagt, Kollege, der hat den Weg zur Toilette nicht gefunden, muss man dahin. Da ist aber sein Kescher beigegangen, hat er die Kacke weggenommen und die war schon so aufgeweicht vom Chlor, die Scheiße, dass die durchs Netz so ins Wasser und da schwommen noch so Kackstückchen und so. Hurensohn, wenn du das siehst, Opa, Junge, du stopfst die Scheiße in den Arsch, ich hab sie aufgefallen im Tiefgefallen, bis ich dich wiedersehen. Was sagt ihr zu meinem neuen Pullover? Ist gut, ne? Aber ich schick den zurück, das ist XL, ich brauche XXL. Tugleif King, Digga! Freue mich wieder von dir zu hören, wie geht's dir so? Hi Gio, wurdest du lieber wurdest? Jetzt so doof, er kann nicht mehr schreiben. Das heißt würdest. Ich korrigiere das für dich. Hey Gio, würdest du Kacke essen oder 1 Million Abos haben? Beantworte bitte diese Frage und dein Bro gute Besserung, bist bester Mann. Ich hoffe, du meinst mich mit bester Mann, mein Bro, den geht's leider schon wieder gut und ich habe schon den nächsten Berg in Aussicht, wo er runterfahren soll und dann bricht er sich auf die beide Arme, das ist so von der Kamera, dann kann er mit der Nase schneiden. 1 Million Abos, weil das kommt ja nicht auf die Abos an, ich mach's, weil es mir Spaß macht, verstehst du? Und aus dem Herz raus, ja? Also das geht mir jetzt nicht darum, 1 Million Abos oder irgendwie so. Ich will auch gar nicht gepusht werden oder sowas. Ich mache einfach ich bin Selfmade YouTuber, verstehst du? Und Uwe Schüler, du Missgeburt, Digga. Dann denkst du, das ist was Besonderes, ne? Wenn das geht. Ne, Quatsch. 1 Million Abos, natürlich will man sich nicht drauf streiten, aber Kacke ist eigentlich auch kein Problem mit. Ich sehe ja jeden Tag Scheiße rumlaufen, sprich, wenn ich morgens aufstehe, mein Bruder. Lasse James. Gio, wieso kommt nie ein Kommentar von mir in deinem Video vor? Das ist schon gelogen, das ist schon drin. Normalerweise, vielleicht schneide ich wieder raus, ich muss überlegen. Ich möchte der Menschheit auch was sagen, dann schieß los, hattest jetzt die Chance, du hast nichts gesagt. Du hast nur geschrieben, tolle Videos, mach weiter so. Vielen Dank, das heißt geile Videos, toll ist, wenn du dein Portemonnaie mit 10.000 Euro drin verlierst und findest wieder, dann ist das toll und das Geld ist weg. Geil ist, wenn das Geld da drin ist, verstehst du? Das ist genau wie, ich war umsonst in der Schule, ihr wart kostenlos in der Schule. Samet Biki Rogulari. Semmelbrötchen und Rucola-Salat, das sind dein Name. Semmelbrötchen. Hey Gio, du Holznase, was geht? Wow. Ich schwör's dir, Digga. Mach mal schnell Licht aus. Ich muss mal eben. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Aber jetzt hast du die Kamera auch ausgemacht. Sieht man mich noch? Ja, ich muss MacBook drehen. Ich war weg. Kennt ihr den Witz mit David Copperfield? David Copperfield sitzt mit einem Schwulen in der Sauna. Da kommt ein Typ rein und sagt: Oh mein Gott, du bist David Copperfield. Da sagt er: Nee, ich bin Flying Uwe. Und dann sagt er, ja bin ich. Und dann sagt er, Alter, kannst du auch zaubern, so jetzt hier, so mitten hier in der Sauna einfach mal loszaubern, einfach so wie du jetzt hier so. Natürlich ist aber so gar kein Thema. Oh, das wär geil. Dann sagt er, komm, dreh dich mal um, bück dich mal und dann zeige ich dir was. Und der Typ, oh geil, auf jeden Fall, dreht sich um, bückt sich und dann kommt David Copperfield und sagt, so und bück dich. Ja, da waren wir schon. Mach weiter. Kennt ihr den Witz mit David Copperfield? So, pass mal auf, hier ist mein einer Daumen. Ja, wie geht denn der? Der dreht sich um und bückt sich und das ist David Copperfield. Ich will jetzt einen Daumen in den Arsch stecken und hab trotzdem noch 2 Stück. Und er, boah, geil. Also. Und David Copperfield steckt ihn rein und sagt, hier Kollege, guck, da sind meine beiden Daumen. Hat er nicht so? Du hast schon viel Scheiße von dir gegeben, ne? Was hat ein Taxifahrer? Aber dieser Witz, ne, war richtig schlecht. Warum? Der war richtig schlecht. Quotenpole, Digga, was geht? Mein Kumpel. Kenn ich nicht, aber wir werden uns noch kennenlernen. Ey Gio, was ist mit deinem Bruder, dem Sackgesicht, sprich Fotze? Scheiß mal auf 1000 Likes, der soll mal wieder vor die Kamera. Will er nicht, weil Hurensohn ist? Wie viele Likes hatten das? Bei Down-Syndrom, welches? Seine Antwort 0. Oder mein MacBook auch 0. 732 Daumen hoch, sprich, weil wir im Kopf rechnen,
8 sind 740, 60, 80, 268 Daumen hoch mehr und der Hurensohn steht dauerhaft vor der Kamera. Ich will vielleicht mal, was hast du gesagt? Einmal. Ich will vielleicht nochmal, was? Nee, dann einmal. Bis Nee. ich wieder. Das bin eine alte Fresse, Junge. Also das ist ein Deal, so machen wir das. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Und Sonntag kommt irgendwas, weiß ich nicht. Vielleicht wollten wir was über Rückenhaar-Dokumentation machen.